Der wilde Westen Bayerns fängt in Wahlhaupten an. Genauer gesagt, bei diesem Hof, dem Storffhof. Hier lebt Reiterin Judith Spindler mit Mann, Sohn und ihren Pferden. Allen voran mit Shetland-Fohlen Cinderella. Geradezu märchenhaft ist, wie Judith zu dem Hof kam. Ein Vierbeiner war im Spiel. Keine Katze, nein, natürlich ein Pferd. Ich bin mit meinen Reitkindern hier immer an diesem schönen Haus vorbeigeritten. Und mein Pferd hat hier immer stehen bleiben müssen, weil gegenüber von diesem Haus stand ein schiefer Stadel. Und irgendwas an diesem Stadel war gruselig und deshalb hat er immer geschaut und ist immer stehen geblieben. Und dadurch hatte ich genügend Zeit, dieses schöne alte Haus anzuschauen. Und je öfter ich vorbeigeritten bin und stehen geblieben bin, desto mehr hat mir dieses Haus gefallen. Dann starb der letzte Hofbewohner. Das Haus stand zum Verkauf. Judith und ihr Mann bewarben sich und bekamen den Zuschlag. Doch gleich einziehen, Fehlanzeige. Uns war schon klar, dass das ein längeres Projekt wird und nicht von heute auf morgen fertig sein kann. Wir haben auch erstmal mit den ganzen Aufräumarbeiten starten müssen, weil das ganze Haus war voller Kleidung. Es waren sogar Essensreste in der Küche noch. Es war voller Möbel, alte Sachen und erstmal musste das ganze Haus leergeräumt werden. Wir haben sehr viele schöne Möbel gefunden, viele schöne Schränke. Und wir haben alle Schränke bis auf einen erhalten und auch im Haus fast an der gleichen Stelle immer platzieren können. Alles an der gleichen Stelle und alles original. Das trifft besonders auf einen Raum im Erdgeschoss zu. Es wirkt so, als wäre die Zeit stillgestanden. Ja, hier nun unsere schönen Stuben. Und die Stuben, die nutzen wir als Gästezimmer oder auch zum Karteln, also Kartenspielen. Und auch hier in diesem Raum gibt es denkmalgeschützte Dinge, zum Beispiel diese Decke. Das war ein richtiges, großes Werk, die Decke abzunehmen, weil das Ziel war, die ganzen alten Leisten und auch diese alten Nägel zu erhalten. Und das war eine richtig große Nummer. Ja. Und als die Decke runterkam, Stück für Stück, kam natürlich auch ein ganzer riesengroßer Berg von Staub, Spelzen und alles Mögliche sonst mit runter. Ja, und dann gibt's noch was. Beim Kartenspielen braucht man ja auch ab und zu ein Schnapsal. Das ist ja ganz wichtig. Und das noch im Schutze der Mutter Gottes. Deshalb ist hier die kleine Schnapsbar. Wohl bekommst. Ja. Tada! Die ehemalige Tenne, das Herzstück des Hauses. Mit viel Holz und reichlich Reiterdekorationen. Die Rocky Mountains lassen grüßen. Im Gegensatz zu den niedrigen Räumen im alten Gebäude haben wir hier sehr viel Raumvolumen. Hier war eine alte Tenne mit sehr, sehr viel Holz. Hier oben war Heulager, hinten war auch noch mal ein Heulager und hier war die Hofdurchfahrt. Da standen früher die Gespanne drin und später auch der Traktor, der kleine, den die Familie hatte. Heute ein herrlicher Platz zum Essen. Alles mit Holz, so wohlig warm. Eine Stahlkonstruktion sorgt für Stabilität. Für den alten Hof verkauften Judith und ihr Mann ihre Wohnung und zogen quasi in eine Baustelle. Heute genießen sie die Früchte ihrer Arbeit. Das ist unser Lieblingsplatz, weil es gibt nichts Schöneres, als im Winter in diesen Sesseln zu sitzen und auf das Feuer zu schauen und die Wärme von dem Feuer zu genießen. Und ja, da braucht man gar kein Fernsehen mehr. Es ist einfach so gemütlich dann hier. Wohlfühlecken finden sich einige im 300 Jahre alten Haus. Das absolute Highlight für Judith ist allerdings eine Etage höher.
Und das hier ist mein Badezimmer, was ich mir so lange gewünscht habe. Und das ist der letzte Raum, den wir saniert haben. Ich musste also ziemlich lange drauf warten, aber umso schöner ist es geworden. Und mein besonderer Stolz ist dieser Waschtisch, weil wir dieses Holz wirklich hier auf dem Heuboden gefunden haben. Und wir haben ja uns zum Ziel gesetzt, möglichst viel Material, was wir im Haus finden, auch überall wieder einzubauen. Und das ist hier mit diesem Waschtisch gelungen. Und wie gesagt, mein ganzer Stolz. Ja, hier lässt sich's aushalten. Aus alten Balken konnte Judith auch ihr Bett bauen. Und immer wieder Fotos von ihr beim Cutting, einem Reitwettbewerb im Western-Stil. Sie gewann damit schon Preise. Doch ihr größter Gewinn ist ihr Zimmer mit Aussicht, wie hier auf Cinderella. Also es ist wirklich ein Traum. Wenn ich in der Früh aufwache und ich habe ja mein Schlafzimmer direkt zum Stall rüber, höre ich schon in der Früh das Wiehern und das Scharren und das Warten auf Futter und das Schnauben. Und das ist einfach ein Traum zum Aufwachen. Also schöner geht's nicht. Das hat sich Judith auch verdient. Die Versicherungskauffrau hat viele Schreiner- und Malerarbeiten übernommen, wie die Fenster. Ihr Mann Horst, gelernter Maurer, hat sogar seinen Job als Bauleiter für ein Jahr aufgegeben, nur um sich der Restaurierung des Hofes zu widmen. Das weit vorragende, flach geneigte Dach, die Aufteilung zwischen Wohn- und Wirtschaftsteil, die historischen Holz- und Steinarbeiten, damit ist der Storfhof typisch für einen Bauernhof im Ostallgäu und leider inzwischen eine Seltenheit. Neue Elemente wie die Verglasung der Hofeinfahrt passen harmonisch zur alten Bausubstanz. Das historische Muster an der Fassade, typisch für die Gegend. Ein Kirchenrestaurator hat es wiederhergestellt. Ohne Eigenleistung und ohne Fördergeld hätte Judith sich ihr Traumhaus nicht leisten können. 8 Jahre Umbau, 8 Jahre voller Verzicht und Mühen. Fazit? Die Arbeit hat sich wirklich gelohnt und man braucht das Durchhaltevermögen, aber im Nachhinein ist man wirklich froh, wenn man das geschafft hat und kann stolz drauf sein auf so ein Haus. Und man kriegt so eine Atmosphäre in keinem Neubau. Und jedes Mal, wenn man nach Hause kommt und die Tür aufmacht und diese Atmosphäre sieht, freut man sich einfach und denkt gar nicht mehr an die viele Arbeit zurück. Ja, in diesem Sinne viel Freude mit dem Hof. Schön, dass es Menschen wie Judith gibt, die in einem alten Haus noch dessen Wert erkennen. Und so einen Storfhof hat nun mal niemand außer ihr. Das Leben hier ein Ponyhof.